Nein, das ist kein klassisches Unboxing. Ich bin in den Ferien sozusagen. Ich habe heute Geburtstag und ich habe mir selber das Geburtstagsgeschenk gemacht, das ich jetzt mit euch zusammen auspacke. Und schon im Voraus machen wir nicht jedes Jahr so ein Geburtstagsgeschenk, aber dieses Jahr habe ich irgendwie Bock gehabt. Und zwar gibt es für mich meine, ich weiss nicht, 5. Leica M. Ich muss ja daheim mal erzählen. Es ist eine Version von der Leica M11 und zwar Glossy Black Paint. Und dazu das passende Objektiv, das 50 mm Summilux 1.4 Classic Reissue, wenn du sagen willst. Also eine Neuauflage vom Original 1960er Summilux, auch in Black Paint. Ich liebe Leica-Verpackungen. Ich frage mich nicht, warum ich so manches Modell von der Leica M brauche oder habe. Es hat sich nie so ergeben. Was aber ganz wichtig ist, oder was ganz sicher ist, meine erste Leica M-Kamera hat irgendetwas bei mir beim Fotografieren ausgelöst, wie ich fotografiere, dass ich anders fotografiere, dass ich vor allem mit Leica-Kameras bewusster fotografiere. Es ist nicht so, dass du mit anderen Kameras diese Fotos nicht auch irgendwie herbekommen oder sehr nah daran herbekommst, aber die Art und Weise, wie du mit dieser Kamera umgehst, wo sie überall mitnimmst, von der Größe, das Feeling, das du einfach hast, dass du selber durch den manuellen Fokus mehr an deinem Foto produzierst. Das hier ist Glossy Black Paint, also schwarz glänzend. Sieht mega aus. Und hat schon den ersten Tag. Mega cooles Detail. Oder der Akku, den hier unten dran siehst, hat eine Glossy Black Paint Aussenschicht. Kommen wir zum Objektiv. Wow. Hey, nein, ist das geil. Riesengrosse Gegenlichtblende in Glossy Black Paint. Hey, ja, das Objektiv das ist so wahnsinnig anders. Ich habe das Gleiche in Silber für meine Safari. Und das ist wie komplett ein anderes Objektiv. Es ist 50 mm, Blende 1.4. Sieht mega gut aus. Tun wir es mal dran. Das ist der Wahnsinn. Das sieht so cool aus. Komplett in glänzend schwarz. Und was halt ein bisschen speziell ist, weil die unten aus Messing ist, wenn sich mit der Zeit der Lack an den Kanten ein bisschen wird abreiben, was halt bei Sachen passiert, die so serige Kanten haben, dann kommt so ein Goldton unten drauf führen. Und ja, das darf man ein bisschen bescheuert finden, wenn man Freude an so etwas hat. Aber ich habe wahnsinnig Freude an dem. Und darum freue ich mich sehr über mein eigenes Geburtstagsgeschenk. Schön, dass ihr dabei seid und ich sehe die Kamera sicher in der nächsten Zeit in den Stories und in Beiträgen noch reparieren. Bis dann.